Shalom Aleichem. Dem 2. August 1878 ist gestorben einer von den getreisten Kämpfern für Jiddisch, Jeschua Mordechai Lifschitz. Er ist geboren geworden im Jahr 1829 in Berdichev, sich gelernt in Cheder, dennoch studiert Mathematik, Physik und Chemie. Schon in den 50er Jahren vom 19. Jahrhundert hat Lifschitz ungeheben Spielen eine Rolle in den jiddischen aufgeklärten Kreisen von Berdichev. Europäisch gebildet, ein Kenner von Russisch, Deutsch und Französisch, ist er gewesen zwischen den einzigen Maskilen in seiner Zeit mit der Stellung zu der jiddischen Sprache, zu dem Problem von der jiddischen Aufklärung Bichlal. In 1867 hat er zugegrät zum Druck ein Jiddisch-Deutsch und Deutsch-Jiddisch-Wörterbuch. Aber die Zeit ist schon nicht gewähnt passig dazu. Die Sprache von den Maskilen in Russland ist zu jener Zeit gewähnt Russisch. Nimmt er sich zu der Arbeit und in 1869 erscheint in Zhytomyr sein russisch-jiddischer Wörterbuch von 360 Seiten. Nicht gering ist ihm umgekommen ein rauszulassen Wörterbuch, weil zu viel Störungen hat er gemisst geübt sein mit Zeit die Gegners von Mameluschen. In 1874 ist in Zhytomyr erschienen die zweite, verbesserte Auflage von seinem russisch-jiddischen Wörterbuch. Die dritte, schon nach seinem Tod in Kiew in 1881 und die vierte wieder in Zhytomyr mit 5 Jahren später. Etliche Jahre vor dem Tod ist Lifschitz paralysiert geworden, aber von deswegen nicht herausgelassen die Pen von der Hand in Mamscher gewesen seine schreiberische Tätigkeit. Jeschua Mordechai Lifschitz ist gestorben in seiner Heimstadt und ist makaber geworden zwischen die ungesehenen Maskilen von Berdichev. Dem 3. August 1896 ist in dem Städtel Sobkowitsch, Ukraine, geboren geworden der künftige jiddische Poet Yankov Yitzchak Segal. Er hat gestammt von einer lamdischen Niches, aber sehr früh verloren dem Taten und hat sich erzeugen unter der Aschguche von der Mutter, was es gewinnt sehr urem. Später ist Segal herübergefahren in Koretz, Wolin, und dort sich gelernt in Chedurim und Talmud Teure. In 1911 hat Segal ausgewandert in Montreal, Kanada, wo die ersten etliche Jahre hat er sich beschäftigt bei Schneiderei. Debütiert hat Segal in dem Canada Adler um 1916 und sind dann veröffentlicht Lieder, Essayen, literaturkritische Artikel in verschiedene jiddische Zeitschriften und Sammelbücher in Kanada und New York. Insicht, die Feder, die Zukunft. Sof 1918 hat Segal herausgegeben seine erste Liedersammlung von Mein Welt. Was hat gemacht einen guten Eindruck? In Meschach von den 20er und 30er Jahren hat er sich als auch aufgegeben mit verlegerischer Arbeit, gewesen Redakteur von jiddische periodische Ausgabes und später wird er als ständiger Mitarbeiter von dem Canada Adler. Segal ist sehr schafferisch und produktiv. Kiemat jede 2 Jahre geht er raus eine neue Liedersammlung. Der Dichter Minkov
hat wegen Siegals Schaffung angeschrieben so. Siegal ist durch ein jüdischer Poet mit einem Trop auf Jiddisch und dafür durch die teureste jüdische Qualen hat gekannt zukommen zu der Tiefkeit von poetischen und religiösen Gemüt. Jakob Yitzchak Siegal ist gestorben am 7. März 1954 in Montreal.